SRF Audio. Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die ihr seit letzter Woche als Fräulein Jansson kennt. Und ich muss sagen, auch wenn sie immer noch die ihr aufgetragenen Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit ausfüllt, ist doch eine Änderung in ihrem Verhalten zu bemerken. Sie fängt an, rumzuschnüffeln, sie fängt an, Sachen zu hinterfragen, sich zu überlegen, ob die Geschäftspraktiken in diesem Hause eigentlich so ganz sauber sind. Sie stellt wilde Theorien auf. Unser Fräulein Jansson. Hallo Wolfram. Ehrlich gesagt, ich freue mich schon, wenn das Fräulein dann wieder in der Versenkung verschwindet. Meinst du, es wird wieder verschwinden? So. Ich hoffe sehr. Ich werde daran arbeiten. Wenn du sagst, mein verändertes Verhalten, also ich dachte erstens, dafür wäre ich eingestellt als Krimi-Podcast-Angestellte. Tippse, gehörte das dazu. Aber zum anderen, vielleicht hat sich dein Verhalten geändert. Ich meine, wir kennen dich ja als heimlich auf den Arbeitsgängen Schnaps trinkenden Anzugträger. Und auf einmal beobachtest du mich? Das möchte ich jetzt gar nicht weiter kommentieren. Augen auf im Arbeitsumfeld, Leute. Das stimmt. Die Augen ganz weit aufgemacht hat die Hauptfigur im heutigen Hörspiel, dem zweiten Teil von Geisterbahn. Madeleine Habecker heißt sie, das Fräulein Habecker, Sekretärin in einem großen Schweizer Bauunternehmen, wo es einen Todesfall gab, von der Polizei und allen anderen sehr schnell als Unfall abgetan. Madeleine gibt sich damit nicht zufrieden, vermutet zumindest Selbstmord, wenn nicht sogar Mord. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass Madeleine sich so im Verhalten, auch im Umgang mit den manchmal übergriffigen Arbeitskollegen, immer so bewusst entscheidet, wann geht sie in die Offensive und wann lässt sie Sachen einfach so ein bisschen an sich abprallen oder schluckt die runter. Und man kann sagen, in diesem zweiten Teil, gell, da geht sie schon forsch voran. Sie geht wirklich forsch voran. Ja. Dem Hörspiel voran geht eine wunderbare Zusammenfassung, ist ein älteres Hörspiel, wo nochmal der ganz erste Teil für uns rekapituliert wird mit Rückblenden und meiner Meinung nach Rekordlänge, die wir da hören. Man nimmt sich wirklich viel Zeit, deswegen könnt ihr dann wunderbar wieder einsteigen in das Hörspiel. Viel Vergnügen beim zweiten Teil von Geisterbahn. Von Markus Keller und Barbara Luginbühl. Viel Spaß. Geisterbahn. Ein Kriminalhörspiel von Markus Keller und von der Barbara Luginbühl. Zweiter Teil. Das Dossier. Für die das letzte Mal nicht dabei waren, erzählen wir noch einmal, was bis jetzt passiert ist. Auf der Baustelle vom Creditabank Hochhaus war am Freitagnachmittag auf die 2:30 eine Koordinationssitzung angesagt. An dieser Sitzung hätten verschiedene Leute dabei sein. Der Herr Manfred Kunz, Chef vom Ingenieurbüro und von der Bauunternehmung Kunz AG, der Herr Peter Lütti, Chefingenieur, der Herr Urs Vobergen, Ingenieur und Bauführer, beide ebenfalls von der Kunz AG, und die Fräulein Madeleine Habecker, Sekretärin vom Herr Kunz. Weiter der Herr Alexander Pawlicek, er ist Architekt beim Architekturbüro Stähli und Hirt, und der Herr Arnold Mosima, er Vertreter von der Creditabank, also von der Bauherrschaft. Herr Mosima! Ihr seid schon da? Grüß Herr Mosima. Grüß Herr Kunz. Grüß Fräulein... Immer noch Habeck. Ah ja, Habeck, richtig. Herr Mosima. Grüß Herr Vobergen. Ist der Pawlicek noch nicht da? Ich glaube schon, sein Auto steht aber dort vorne. Du hast wahrscheinlich noch schnell zur Einstellhalle rüber. Und wo ist der Lütti? Er hat gesagt, ihr könnt schauen, wie weit dass sie sind mit dem Armieren von der Decke. Meinst du, ihr könnt am Montag am Nachmittag anfangen mit Betonieren? Ja, ich glaube schon. Wie sieht es aus bezüglich dem Terminplan? Ja, wenn wir bis zur übernächsten Woche mit dem 15. Stock fertig sind, dann liegen wir wieder genau drin. Gut.
Wenn wir nicht einfach zum Baubüro über. Ja, das können wir. Verdammt, da ist etwas passiert. Rostfassade. Die Polizei hat auf das aber eine Untersuchung gemacht. Und das hat sie herausgefunden. Der Chefingenieur Peter Lüthi ist aus dem 10. Stock vom Rohbau runtergefallen, wo er vermutlich eine schadhafte Stelle an der Aussenkante der Decke anschauen wollte. Er war sofort tot. Die Madeleine Habecker, Kunz, Sekretärin, und Anne-Marie Rentsch, die Sekretärin vom verunglückten Lüthi, haben sich überlegt, ob das wirklich ein Unfall war. Die Madeleine hat mit dem Kunz über die ganze Sache geredet und hat angedeutet, es hätte Selbstmord sein können. Wieso Selbstmord? Es gäbe verschiedene Gründe. Zum Beispiel? Ich habe ein paar Beobachtungen gemacht und habe mir meine Sachen dabei gedacht. Ja? Der Herr Lüthi hat mir am Betriebsausflug gesagt, er würde am liebsten einen sauberen Tisch machen, trotz der Konsequenzen. Ja, was für Konsequenzen? Er hat nichts Näheres gesagt. Ja, wegen dem hat er jetzt das Gefühl, er hätte Selbstmord gemacht. Offenbar war der Herr Lüthi auch ziemlich schwer krank und hatte Schwierigkeiten im Privatleben. Ja, ihr habt durchaus recht mit euren Feststellungen. Aber ich habe den Herrn Lüthi besser kennt als der. Wir waren seit dem Studium zusammen befreundet und da müssten wir jetzt einfach glauben, der Herr Lüthi war tatsächlich in einer persönlichen Krise. Aber er war niemals der Typ, der so etwas gemacht hat. Der Madeleine ist aufgefallen, dass kurz darauf der von Bergen auf ihre Frage fast gleich geantwortet hat. Der Lüthi hat einfach eine persönliche Krise gehabt. Er war auf keinen Fall der Typ, der Selbstmord macht. Am Donnerstag am Abend, also fast eine Woche nach dem Unfall vom Lüthi, hat Madeleine im Büro noch Überstunden gemacht. Ja, die Madeleine hat nicht herausgefunden, wer so spät noch im Haus war. Am Tag darauf, am Freitag also, hat sie mit dem von Berg an eine geschäftliche Besprechung auf Zürich müssen. Auf der Heimfahrt hat der von Bergen ihre Näheres über die Beziehungen zwischen Pavlicek, Mosima und dem Lüthi erzählt. Auf das aber hat sie plötzlich den Verdacht gehabt, dass der Unfall auch ein Mord sein könnte. Und am Montag am Morgen hat man den Kunz vermisst. Du willst eigentlich den Chef, ich sollte den dringend haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, aber am Montag ist der doch immer schon um 7 Uhr da. Jetzt ist 7:45. Ja, nun. Sagst du, wenn er da ist? Ja, ist gut. Kunz AG Habecker. Da ist Frau Kunz. Grüß dich, Fräulein Habecker. Grüß dich, Frau Kunz. Dir ist echt mein Mann schon im Büro. Nein, bis jetzt ist er noch nicht gekommen. Was soll ich machen? Er ist seit gestern Morgen verschwunden. Hat man keine Ahnung, wo er ist? Seine Frau hat gesagt, er sei gestern Morgen gegen die 9 Uhr aus dem Haus. Er wollte ins Büro arbeiten, wie gegen am Sonntag. Zum Mittag ist er nicht heimgekommen und er hat sie gedacht, er sei auf Adelboden ins Chalet. Das haben Gröppe die gemacht. Sie ist erst stutzig geworden, als sie am Abend noch nichts von ihm gehört hat. Im Chalet hat sie ihn nicht erreichen, weil sie dort kein Telefon haben. Ist eine Missmeldung gemacht worden? Sie ist heute Mittag zur Polizei. Was könnte passiert sein? Wenn er einen Unfall hatte, dann wüsste es die doch. Dass er selber einfach verschwindet, ohne etwas zu sagen, das kann man einfach nicht vorstellen. Das ist nicht seine Art. Hat man seine Freundin angerufen? Ja, ich hätte auch nichts gewusst.
Ist irgendetwas passiert, was einen Zusammenhang haben mit seinem Verschwinden? Nicht, dass ich wüsste. Und die Hausbesetzung? Ja, da könnte etwas dran sein. Heute Morgen hat die Polizei das Haus gesäubert. Nachher haben wir mit dem Abbruch angefangen. Es klingt zwar schon ein bisschen komisch, aber könnte nicht jeder Kunst entführt haben? Genau. Es ist ja nicht gesagt, dass die alle in diesem Haus waren. Ja, sollte man da nicht die Polizei informieren? Wir haben uns nämlich in Zürich erkundigt. Und die beim IDFA haben prompt ein paar von denen im Archiv gehabt. Also, was hast du mit mir besprechen? Los, ich habe eine Frage. Nämlich? Wie funktioniert das, wenn einer das Haus bauen mit mehr Stockwerken als der Zonenplan erlaubt? Das ist von Fall zu Fall verschieden. Also nehmen wir mal an, eine Firma will in der Industriezone neben ihrem Fabrikgebäude ein Bürohochhaus aufstellen. Wer gibt da Bewilligung? Aha, ja, in dem Fall muss das Gesuch zuerst dem Bauinspektorat von der Einwohnergemeinde vorgelegt werden und von dort geht es dann weiter an die Baukommission. Wer ist in dieser Baukommission? Ja, das kommt auf die Grösse der Gemeinde an. Zum Beispiel in einer Vorortsgemeinde. Ja, normalerweise ein Gemeinderat und ein paar Bürger und der Bauinspektor als Berater. Und die entscheiden über das Gesuch? Nein, noch lange nicht. Die stellen den Antrag an den Gemeinderat. Das Gesuch wird nachher vom Gemeinderat behandelt und der kann das Projekt unterstützen oder nicht. Und wenn das Gesuch vom Gemeinderat unterstützt wird? Ja, dann kommt es zum Regierungsstatthalter und von dort zur Prüfung in die kantonale Verwaltung. Dort begutachtet dann die verschiedenen Abteilungen, wie zum Beispiel das Gewässerschutzamt, das Gesuch. Im Fall von einem Bürohochhaus neben dem Fabrikgebäude hängt es vor allem vom Planungsamt ab. Wer ist im Planungsamt? Der Kantonsplaner und seine Mitarbeiter. Wenn die Gutachten alle positiv sind, dann geht das Gesuch zurück zum Regierungsstatthalter und der erteilt dann der Firma direkt Baubewilligung. Kommst du raus? Tipptopp. Für was willst du das wissen? Ich hätte doch heute Morgen die Unterlagen zusammenstellen. Ja? Als ich beim Leuten im Schreibtisch Korrespondenz mit Biglerstahl gesucht habe, ist mir ein gelungenes Dossier in die Finger geraten. Was für eins? Der Leute hat offensichtlich Material gesammelt über ein paar ganz interessante Geschäfte der Firma Kunz. Ich bin noch nicht dazu gekommen, alles genau durchzuschauen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gelangt. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Baubewilligung für das Kredita-Hochhaus. Da hat das Sitzungsprotokoll mit persönlichen Notizen vom Kunz über Sachen, die erst nach der offiziellen Sitzung besprochen wurden. Oder eine Kopie von einer Rechnung für ein Einfamilienhaus. Für einen Kantonsplaner mit dem Vermerk «Nicht zu verbuchen» wird nicht bezahlt. Oder eine Briefkopie für einen Auftrag in Höhe von 180'000 Franken, den der Maler Frey, Mitglied der Baukommission, vom Kunz bekommen hat. Nachher Quittungen von Geschenken, zum Beispiel für ganze Fotoausrüstungen, 14-tägige Reisearrangements, ein Original von Hans Erni und so weiter. Alle mit dem Namen des vermutlichen Empfänger handschriftlich festgehalten vom Leute. Die Empfänger sind Leute aus dem Gemeinderat, aus der Baukommission, aus der kantonalen Verwaltung. Dann hat es noch diverse Aktennotizen von Geschäftsleitungssitzungen, verfasst von dir. Was willst du jetzt mit dem sagen? Nichts anderes als das Kredita-Hochhaus hätte doch nur gebaut werden, weil die Firma Kunz mit ihrer grosszügigen Finanzpolitik den entscheidenden Leuten nachgeholfen hat. Ja, oder wenn du es noch anders hören willst, im Klartext Beamten bestechen. Ja, nein, also... Und ich nehme an, dass dieser Fall nur die Spitze vom Eisberg ist. Das Dossier ist sicher voll von illegalen Trägern. Ja, du, jetzt gehst du also zu weit. Du hast das Zeug ja gar nicht in Ruhe anschauen. So bekommst du doch ganz am Los, falschen das sind Eindruck. Facts, an denen gibt es nichts zu rütteln. Also angenommen, die Unterlagen würden tatsächlich beweisen, dass sich unsere Firma gesetzwidrig verhalten hat und sich die ganze Geschäftsleitung daran beteiligt hat. Aber was hätten denn die Leute für ein Interesse daran gehabt, ein solches Dossier anzulegen? Ja, diese Frage habe ich mir zuerst schon gestellt. Aber jetzt nehme ich an, dass die Leute auspacken wollten. Das hat er wahrscheinlich gemeint, als er gesagt hat, er will einen sauberen Tisch machen. Wo hast du das Dossier? Keine Angst, das ist gut versorgt. Was hast du jetzt im Sinn? Warten. Eine Nacht drüber schlafen. Interessant dünkt mir in diesem Zusammenhang auch, dass der Leute diesen komischen Unfall hatten und der Kunz seit gestern spurlos verschwunden ist. Ja, du willst doch nicht jemand behaupten. Ja, aber der Kunz, der ist doch dem, was passiert ist, mit uns zusammen gewesen. Wir können jemanden zum Selbstmord zwingen. Und das ist dann Mord. Ja, du spinnst aber.
Es ist die Tatsache, dass das Dossier existiert. Also ich kann das nicht glauben. Ja, weißt, ich habe schon gewusst, dass nicht immer alles so sauber gelaufen ist. So Geschenke, das ist üblich. Ja gut, vielleicht gerade in dieser Grössenordnung. Ja, aber abgesehen davon, dass es wirklich so ist, wie du sagst, dann muss man etwas unternehmen. Ja, und auch wenn ich nicht von Anfang an in dieser Firma war, dann hätte ich als Geschäftspartner doch schliesslich das Recht, informiert zu werden. Du willst also damit sagen, du hättest von all dem keine Ahnung gehabt? Ja. Aber vorhin hast du doch gerade gesagt, du hättest gewusst, dass nicht gegen alles sauber gelaufen ist. Ja, ich habe es nicht sicher gewusst. Aber ich habe es vermutet. Guten Abend, Frau Duffo. Oh, das Fräulein. Guten Abend. Ich habe schon wieder ein Problem. Ich wollte gerne mit dem Herrn Schlegel reden. Der ist aber nicht da. Ja, ich habe es gesehen, euer Mann ist bei den Wägeli. Ich war am 8. Uhr schon da und der Herr Schlegel hat mir gesagt, ich soll dann gegen die 11:30 noch einmal vorbeikommen. Es sei dann ruhiger und dann heim sein. Das sollte eigentlich jeden Moment kommen. In diesem Fall warte ich. Oder nein, ich mache noch eine Fahrt. Was kostet es? Jetzt mal nix. Oh, das ist dann nett. Merci vielmals. Antoine! Das Fräulein ist dann gratis. Ruhig! Was machst du da? Bist ruhig! Jetzt rede ich. Das, was du da spürst, ist eine Pistole. Und jetzt lass gut zu. Bei der geringsten Bewegung, die du machst, drücke ich ab. Es weiss niemand, dass ich da... Bist du wahnsinnig? Nicht im geringsten. Was willst du von mir? Das siehst du. Wenn wir rauskommen, steigst du aus dem Wägeli und läufst ganz normal zu den Parkplätzen unter der Brücke. In der ersten Reihe steht mein Auto. Dort steigst du ein und hockst an die Steuer. Fahren tust du. Wenn der da aussen etwas sagt, dann tust du nichts dergleichen und läufst einfach weiter. Ich bin hinter dir und wenn du ein Zeichen machst, dann klopft's. Hast du kapiert? Woher? Richtig Almend. Ja, man schon mit der Kupplung nachher kommen. Was willst du eigentlich? Frag doch nicht so blöd, das weisst doch ganz genau. Das Dossier bekommst du nicht. Wo hast du es? Sag es nicht. In dem Fall fährst du zum Forsthaus. Steig aus. So, jetzt da gerade in den Wald rein. Ich sehe ja nichts. Lauf. Wo durch? Geradeaus. Halt. Jetzt gehst du zu dieser Tanne. Umdrehen. Mit dem Gesicht gegen mich. Hör auf, du blendest mich. Die Hand hinter der Jetzt Kopf. nimm mal die verdammte Lampe weg. So ist nun wohl. Ich halte das nicht mehr aus. Jetzt bist ruhig. So, und jetzt lass gut zu. Du hast genau 1 Minute mir zu sagen, wo das Dossier ist. Und probiere ja nicht, mich zu legen.
im Büro. So ist gut. Jetzt können wir ja wieder vernünftig reden miteinander. Und jetzt fahren wir zusammen ins Büro. Das hätte ich nie gedacht, dass du so viel tief drin hockst. Was hast denn du mit dem Schlegel zu tun? Woher kennst du den? Ich habe ihn mal in einer Bar getroffen. Kann ich Ihre Champagner noch einkassieren, bitte? Kröte, was kostet's? 140 Franken. Na, Moment bitte. Oh, verdammte Schießdreck. Jetzt sind noch 50 Steine da. Moment, ich suche noch einen. Also, es tut mir leid, ich habe wirklich nur noch 50 Steine. Schießdreck verfluchte. Aber wissen Sie was? Ich gebe Ihnen Rest morgen rum. Nein, das geht nicht. Und warum nicht? Ja, bei uns gibt's keinen Kredit. Mach jetzt kein Büro. Mach da jetzt eine Ausnahme. Nein, es tut mir leid. Entweder Sie zahlen oder ich muss die Polizei holen. Charlotte, Hey. ich übernehme das. Wie Sie meinen? Wie viel macht's? 140 bitte. Oh, Moment. So. Bitte. Merci. Nehmen Sie noch etwas? Ja, wenn's geht, Whisky. Okay. Charlotte, noch 2 Whisky, bitte. Sofort. Besten Dank. Gern geschehen. Da hätte mir wirklich aus der Klemme rausgeholfen. Sie bekommen natürlich morgen das Geld zurück. Ja, vergessen wir das. Ist sie wenigstens gut gewesen? Wer? Ja, das ist blond. Mit der, die sie Champagner getrunken haben. Eine Schlampe ist es. Ja, so schlecht sieht sie jetzt auch wieder nicht aus. Wollen wir das lassen? Oh, wie Sie meinen. Bitte, die Herren. Merci, Fräulein. Was? Ohne Wasser, bitteschön, und ohne Eis. Tschüss. Tschüss. Sind Sie das erste Mal da rein? Ja, ich arbeite da nur vorübergehend hier. Ah. Was machen Sie denn so? Die Schausteller. Wissen Sie ja auf dem Rommelplatz gegenüber. Ah, ja. Gute Musik. Mhm. Ja, da verdienen Sie wahrscheinlich auch nicht gerade einen Haufen. Ja, es geht. Man schlägt sich so durch. Mhm. Hätten Sie Interesse an einem kleinen Nebenverdienst? Mhm. Ja, ich meine, es kommt drauf an, was es ist. Ja, wir müssen mal darüber reden. Viel zu tun gibt es sicher nicht. Aber es schaut etwas raus dabei. In diesem Fall war es also doch kein Unfall mit dem Lütti. Wenn der nicht anfangen hätte durchzudrehen, wäre er jetzt noch am Leben. Was gibt's? Komm noch mal rein. Der Peter war gerade bei mir. Ja, und? Ja. Am besten spielen wir das Tonband ab. Dann kannst du selber, wie es gegangen ist. Wer weiss, dass du eine Aufnahme gemacht hast? So. Da ist es. Sitz ab. Merci. Willst du etwas trinken? Gerne. Gin? Ja, gerne. Komm, hast du dir selber geschenkt. Wenn auch weg ist. Ja, Ich bin vorne versetzt. ist in Ordnung. Los, Peter, ich habe mir die Sache überlegt. Grundsätzlich ist recht. Es wäre das Beste, wenn wir unsere Methode ändern würden. Nun ist da natürlich ein Hocken. Wir können nicht von einem Tag auf den anderen aufhören. Wieso nicht? Du weißt doch selber, dass wir da nur systematisch abbauen können. Da bin ich nicht einverstanden. Ich habe gesagt, dass es jetzt höchste Zeit ist, einen Strich drunter zu ziehen. Ich habe mit dem Urs geredet, der ist genau der gleichen Meinung. Ah, der von beiden. Siehst du nicht, dass dem jedes Mittel gut genug ist?
Wenn er nur zur Macht und Geld kommt. Du bist dann noch einverstanden, als wir eine Geschäftsleitung aufgenommen haben? Er wartet ja nur darauf, bis ich abkratzen und er mit Posten übernehmen kann. Also jetzt übertreibst du. Nimm ihn nur in Schutz. Er war ja schon gängig Liebling. Und du wirst mal merken, dass der über Leichen geht. Können wir eigentlich nicht vernünftig miteinander reden? Das möchte ich schon lange gerne. Du, ich sage dir noch einmal, ich bin durchaus einverstanden, dass wir unseren Kurs ändern. Aber wenn wir den Auftragsbestand beibehalten, dann können wir das nicht von einem Tag auf den anderen machen. Die Aufträge, die wir nicht bekommen, bekommt Konkurrenz. Wieso sollen wir da nicht nachhelfen? Ein bisschen nachhelfen ist gut. Schau mal unser Werbebudget an vom letzten Jahr. Und die nicht verbuchten Leistungen von der Firma Kunz. Hast du die andere Seite auch angeschaut? Was wir reingenommen haben damit, he? Und du hast schliesslich auch profitiert davon. Du kannst einfach nicht hören. Das ist es. Das stimmt nicht, dass ich Sachen mache. Ach komm, hör doch auf. Los, ich habe dir schon vor 2 Wochen gesagt, wenn wir nicht aufhören, dann steigen aus. Ach, wie willst du das machen? Das ist mein Problem. Du hockst genau im gleichen Boot wie mir. Das ist mir gleich. Wir steigen aus. Und ich sage, du bleibst dabei. Das lasse ich mir von denen nicht bieten. Das ist eine Pressung. Oh, mach dich doch nicht lächerlich. Weißt du, was ich mache? Ich lasse die ganze Sache platzen. Du bist wahnsinnig. Ja, nichts mehr zu verlieren. Ist das dein letzte Wort? Ja. Ich will mir das noch einmal überlegen. Es gibt nichts mehr zu überlegen. Bang, ja. Jetzt hat es ihn total ausgehängt. Was machen wir jetzt? Wir sollten in die Ferien schicken. Oh, keine schlechte Idee. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wie hast du es fertiggebracht, dass die Leute aus dem 10. Stock runtergekumpelt ist? Da hätte man ein bisschen nachhelfen müssen. Was soll das heissen? Ja, hast du immer noch nicht kapiert. Der Leute ist nicht ganz vor ihm allein gesprungen. Wir haben ihm ein bisschen geholfen dabei. Wer mir? Du warst ja mit uns vor der Baracke im Moment des Sturzes. Richtig. Ich habe es auch nur geplant. Aha. Und wo sind wir da? Da hinten ist die Alkisgrube. Also, dann rück ich raus mit der Sprache. Was ist das für ein Auftrag? Das ist ziemlich eine heikle Sache. Und warum? Es braucht Fingerspitzengefühl. Das traust mir nicht zu, hä? Weiss nicht recht. Ach komm, mach das Büro auf. Sag, worum es geht. Wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen uns. Nachher hängt es davon ab, dass du präzise schaffst und cool bleibst. Wenn es klappt, sind die 50'000 sicher. Wie viel? 50'000. Mord? Unfall. Aha. Das klingt schon besser. Das ist gut bezahlt für das, was du machen musst. Und das Risiko, wie groß ist das Fast Risiko? null. Oh, das gibt's doch nicht. Bei meinem Plan schon. Gut, dann schieß los. Zuerst muss ich natürlich sicher sein, dass du es machst. Los. Ich rauche dir die Katze nicht im Sack. Schau da. Da hinten sind 10'000 Stutz. Die gehören dir, wenn du den Auftrag annimmst. Und wenn es schief geht? Dann kannst du die 10'000 behalten. Ist das dein Wort? Das ist mein Wort. Gut. Gut, einverstanden. Merci denn. Schon recht. Also. Und wer soll denn nun verunfallen? Ein Geschäftspartner. Wer heißt er? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, wie er aussieht. Da, schau mal die Fotos an. Gottes Heiland, Donner, schaut der Mann krank aus. Der mich zwar nicht mehr lang. Aber so lange kann ich eben nicht warten. Und wie soll die ganze Sache sich abspielen? Halt. Was los? Fotos, die muss ich wieder haben, sonst ist das Risiko nicht mehr null. Gut, aber lass mich noch ein Moment schauen. Okay. Ja. Ja, ich glaube, das lenkt. Da ist es so. Merci. Und jetzt lass gut zu. 24 Stunden bevor die Sache läuft, schicke ich dir mit der Post einen Schlüssel für ein Schliessfach am Bahnhof. Du musst dann schauen, dass du am nächsten Tag frei hast. Nachher reservierst du für den Tag
also für den Tag drauf, bei einer Autovermietung einen geschlossenen VW-Bus. Den gehst du am nächsten Morgen holen, fährst beim Bahnhof vorbei und gehst zu dem Schliessfach. Dort drin hat es in einem Plastiksack Überkleider, Stiefel und einen Baustellenhelm. Okay. Nachher parkierst du das Auto in der Nähe vom Wienenwald. Okay. Am Mittag so um die 12 Uhr rufe ich dich dort an und sage dir, wenn du genau bereit sein musst. Es kann dann sein, dass du sofort musst abfahren musst. Ist das klar bis dahin? Alles klar. Gut. Nachher steigst du im VW-Bus und leihst dort die Kleider an. Aber pass auf, dass dich niemand beobachtet. Dann fährst du zur Baustelle vom Kreditabank Hochhaus, und zwar in die Hopfenstrasse. Dort steigst du aus, gehst durch die Baustelle rein, fährst direkt zum nächsten Eingang vom Hochhaus. Ja, musst dich so benehmen, wie wenn du arbeiten willst. Kein Problem. Gut, nachher gehst du in den 10. Stock. Schau da, das ist der Grundriss. Da. Durch diese Stege kommst du rauf. Da links die? Die, ja. Nachher gehst du diesen Raum durch und wartest da beim Liftschacht hinter dieser Wand. Ja. Am besten hockst du am Boden und rauchst eine Zigarette, der falls nicht auf jemand kommt. Nachher wartest du, bis der kommt, den du auf dem Foto gesehen hast. Ja. Der läuft da durch. Da, ja. Ja, aber ich habe dich nicht gesehen, weil du hinter ihm bist. Ja, ist klar, ja. Er geht an die Brüstung führen. Da, siehst du. Und du gehst durch diesen Raum durch und kommst dann zu dem Ecke. Und dort wartest du, bis er über die Abschrankung gestiegen ist und zuvorderst an der Kante steht. Er schaut dort an der Decke oben eine schadhafte Stelle an. Ja, vermutlich hat er einen Doppelmeter bei sich und stochert mit dem drin um. Und das ist der entscheidende Moment. Ich gehe 2 Schritte für die Zieh und dann überkommt der Mopf. Genau. Ja, aber musst du natürlich sicher sein, dass der richtig ist. Ja, wie? Wenn er fliegt, soll ich doch fragen, ob es der Richtige war oder wie? Ja, natürlich vorher, oder? Fragst, was der Chefmonteur sagt. Ja, so wieder war, ja. Ja, aber kannst du sicher sein, es ist schon der Richtige. Gut, und dann? Wie geht's weiter? Gut, dann gehst du auf dem gleichen Weg zurück, steigst ins Auto, fährst wieder zum Bahnhof und leihst dich im Auto wieder anders an. Den Plastiksack mit den Kleidern stellst du in ein Schliessfach. Das Auto bringst du zurück. Und am Abend komme ich dich etwa um 12 Uhr am gleichen Ort abholen wie heute. Dann gibst du mir den Schlüssel und du kommst die restlichen 40'000 über. Meinst du, schaffst du es? Lass, liebe Freund, das ist für mich ein Kinderspiel. Der Schlegel. Auf den wäre ich nie gekommen. Ich habe noch gedacht, der Pavlicek sei es. Du passt dann auf dort vorne. Ja. Warum ist denn der Leute eigentlich dort auf, in den 10. Stock? Ja. Urs? Was gibt's? Ich habe ein kleines Problem. Das wäre? Wir haben beim Kredita-Hochhaus an einer extremen Stelle ein gewaltiges Kiesnest. Hättest du mal mal schon gesehen? Ich glaube nicht. Ich wäre froh, wenn du als Chef das mal anschauen könntest. Ich weiss nicht recht, was wir machen sollen. Wo ist es denn genau? 10. Stock an der Ostfassade zwischen der Achse C und D. Ja, der Aussenkante von der Decke. Ja, das ist wirklich extrem. Du könntest echt nicht schnell von der Sitzung mal schauen. Ja, nur für den Fall, dass der Mosima das an der Sitzung zur Sprache bringen. Ja, ist in Ordnung. Kommst du mit uns essen? Woher? Ins Bachmätteli. Wir haben auf die 12 reserviert. Also gut. Fahrst du mit uns? Nein, ich nehme dann mein Auto. So einfach war das also. Dann musst du beim Mittag nur noch schauen, dass er genug trinkt. So sieht also das perfekte Verbrechen aus. Auf die Planung kommt es drauf an. Ja, grüezi. Könnte ich bitte den Herr Schlegel als Telefon haben? Herr Schlegel? Schlegel, ja. Moment, ich gehe schauen. Messi.
Sie, so viel Rauchen ist aber nicht gesund für einen Habecker. Merci für den Tipp. Gern geschehen. Ja, Schlegel? Ja, hallo, ciao, salut. Ja, ciao. Wie geht's? Ja, merci, danke. Und dir? Gut, gut. Weswegen redest du so komisch los? Was Hä? ist hier nachher los? Was? Ja, verstehst du mich nicht? Ich wollte wissen, wie es los, wie es weitergeht jetzt. Ja, jetzt verstehe ich. Du, es ist gerade jemand neben mir gestanden. Ich konnte nicht reden. Jetzt ist gut. Also. Du, hat alles geklappt bei dir jetzt? Ja, bestens. Ja? Gut, los, du solltest sofort losfahren. Vermutlich taucht er vor der 2:30 auf. Die ist schon unterwegs. Okay, bis heute Abend. Ja, okay, ciao. Und der Kunz? Hat er keine Ahnung von diesem Unfall? Da denke ich mich, das gescheiter ohne ihn. Für so etwas hat er die Nerven nicht. Wieso hat sich echt der Kunz am Donnerstag so komisch benommen, als ich mit ihm geredet habe? Der hat doch etwas gewusst, sonst wäre er nicht verschwunden. Ursi will da nicht lange drum herumreden. Ich habe noch einmal über den Unfall von Peter nachgedacht. Ich habe den Verdacht, dass du da dahinter steckst. Was? Ja, du hast richtig gehört. Also wie kommst du denn auf so etwas? Du hast den Leuten jetzt den Stock geschickt. Er hat mir selber gesagt. Wann? Am Mittag, kurz bevor wir sie essen. Ah, ja, und? Der Peter hat sich aufgeregt. Du hättest das selber entscheiden können, hat er gesagt, das hätte ich Bagatelle. Du, das ist ganz ein gewaltiges Kiesnest. Komm, mach mir nichts vor. Du weißt doch ganz genau, was man in einem solchen Fall macht. Ja, natürlich, aber er hat gerne seine Meinung gehört. Und beim Mittagessen hast du richtig gern probiert, ihn abzufüllen. Das stimmt nicht. Du hast damit gerechnet, dass er einen Fehltritt machen könnte. Ja, das ist ja lächerlich. Ich bin überzeugt. Du hast ja selber gesagt, du sagst froh, dass er den Unfall hatte. Ja, wenn es ein Unfall wäre gewesen. Ja, du wolltest doch damit nicht etwa sagen, ich sei ein Mörder. Genau. Du, jetzt gehst ein bisschen weit. Das war ein unglücklicher Zufall. Nichts anderes. Ich diskutiere nicht, meine Meinung steht fest. Ja, und jetzt willst du zur Polizei? Unsere Geschäftsmethode, das ist die eine Sache. Mord, das ist eine andere. Und dort hört es bei mir auf. In diesem Fall hast du auch mit dem Verschwinden vom Kunz zu tun. Rechts ist gut. Merci. Und du bist dann mit dem Schlägel am Donnerstagabend im Büro gewesen. Wieso weißt du das so genau? Ich habe den Schlägel im Gang hören reden. Ja, du bist dann noch da gewesen? Ja. Und als wir auf die Geisterbahn sind und ich dort den Schlägel hören reden, ist mir das 20 Uhr runter. Nur habe ich dann noch nicht gewusst, mit wem zusammen er im Büro war. Jetzt ist mir auch klar, wieso dass du dann unter keinen Umständen mit mir an Kilby hast wollen. Dann hat er also dann an diesem Abend beschlossen, was mit dem Kunz soll gehen. Nachher gehst du mit ihm in den Keller. Der Hauswart? Das ist in einer Sekte, die haben jeden Sonntagmorgen gepredigt. Gut. Also ist jetzt alles klar? Fast. Ja, was ist denn noch nicht klar? Wo ist die Anzahlung? Ja, die kommst du dann schon noch über. Du los, das ist überhaupt nicht so, wie wir es abgemacht haben, gell? Das Geld, das musst du mir jetzt geben. Los, ich habe gesagt, ich habe zu wenig Beamer. In dem Fall kann ich die Sache nicht übernehmen. Ja komm, recht dich nicht auf. Ich reg mich auf, ich will mir das Geld einfach. Hat er den Kunz umgebracht? Was ist mit dem Kunz passiert? Keine Ahnung. Das glaubst du ja selber nicht. Los, ich weiss nur, dass etwas schief gelaufen ist. Also, wie abgemacht. Ich komme morgens gegen die 10 Uhr. Öffne die Haupteingangstür mit dem Schlüssel, den du mir gibst. Dann schaue ich drauf, dass mich niemand beobachtet. Ich gehe zu Fuß die Treppe hoch. Und wenn ich sicher bin, dass sich dieser Kunz in seinem Büro befindet, dann ziehe ich den Strumpf über den Kopf. Dann nehme ich ihm die Pistole aus der Aktenmappe und dann dränge ich bei ihm ein. Dann zwinge ich ihn, mit mir zum Lift zu kommen und fahre mit ihm aber in den Heizungskeller. Ja, und dann mache ich die Tür hinter uns zu. Keine Bewegung. Was soll das? Nimm die Hände in den Kopf. Los, komm. Mach kein Blödsinn. Als Schnulle. Und dass du es weißt.
Bei der geringsten Bewegung klopft's. Wo hast du deine Autoschlüssel? In der rechten Aussentasche vom Blick. Henningsen, du kannst die Hände abnehmen. Los, komm, Bürschli, Hände über den Ring. So, dann wenn wir hin schauen, wie ist das mit dem Schlüssel? Ah, verdammt, noch einmal. So, jetzt keine Bewegung mehr. Hände hinter den Ring. Los, komm! Jetzt gehst du da hinten ins Eckli. Jetzt rock die ab. Rock die ab, Henningsen! Und das kann ich dir sagen, du. So was machst du nicht nur einiges. Jetzt die Autoschlüssel, daher los. Kann ich den wieder abnehmen? Wie nicht weg. Aber keine Dummheiten, los. Autoschlüssel, daher. Weiter. Da sind wir da in der Hitze. Ja, gefällt's dir nicht, hä? Natürlich ist dir zu wenig komfortabel. Eure scheiß kapitalistischen Ärsche müssen ja gepolstert sitzen. Ah, von dort her weiterwinden. Was hat ihr eigentlich für ein Interesse, mich zu entführen? Halt die Schnurre. Ich bin Geschäftsmann. Und ich bin gewöhnt, dass man in jedem Fall eine Lösung finden kann, die für beide Seiten interessant und annehmbar ist. Wie kannst du dir das vorstellen? Vielleicht einen anständigen Betrag. Also? Ich würde so eine Abzahlung in Höhe von 50'000 ganz möglich anschauen. Falls ich mich wieder frei bewegen kann, na ja, dann scheinen wir 100'000 durchaus angebracht. Das wäre mein Vorschlag. Gewissermaßen die Verhandlungsbasis. So und? Ich bin natürlich nicht auf seinen Vorschlag eingegangen. Ich habe überhaupt nichts mehr mit ihm gesprochen, bis wir um 1 den Keller haben verlassen werden. Und nachher? Habe ich ihm befohlen, die Hände wieder hinter den Kopf zu nehmen und vor mir zur Heizungstür zu gehen. Bei der Türe gebe ich ihm den Schlüssel und lasse ihn aufschließen. Dann habe ich ihm befohlen, in den Korridor zu treten. Er macht den Schritt nach vorne zu und ich gehe hinter die Türe. Genau in dem Augenblick dreht der Keib sich um und rammt mir seine Kring in den Magen. Ich bin überhaupt nicht gefasst auf diesen Angriff. Er hat noch versucht, ihm einen linken Schwinger zu geben, aber er hat ihn nur an der Schulter verwünscht. Wieso hast du denn nicht geschossen, Gottfried Stutz? Ah, du bist gut. Erstens wäre damit der ganze Plan flöte gewesen und zweitens, wo hätte ich mit der Leiche hergesellt? Ja, nachher. Gut. Es ist dem Kunst gelungen, mich zu Fall zu bringen. Ja, und das soll ich glauben. Ich habe ja gesagt, ich bin völlig überrascht. Ja, also weiter. Das hat er ausgenutzt. Weiter. Und der Kurz rennt zum Aufzug. Und bis sie wieder hochkommen, ist er schon drin. Wie ich nach oben gekommen bin, ist der Kunst spurlos verschwunden. Du Idiot. Gut, Idiot, okay. Aber die Anzahlung, die kann ich doch behalten, oder? Ja, das haben wir abgemacht. Und dann ist da noch das Problem. Ich sehe da etwas nicht ganz klar. Wie was? Heute Abend, so gegen die 8, ist die junge Frau mit der Brille bei mir vorbeigekommen. Was will ich? Na, die, mit welcher du am Samstag auf der Geisterbahn gewesen bist. Aber doch nicht etwa Madeleine. Aha. Gott verdammt! Ich gleich vermutet, dass da etwas nicht gut ist. Was hat sie wollen? Mit mir gehen schnurren? Ja, und was hast du ihr gesagt? Dass sie im Augenblick keine Zeit haben. Und dann? Haben die ihr gesagt, sie soll um 11:30 und einmal vorbeikommen? Du hast doch hoffentlich nicht dergleichen tun, dass wir uns nicht treffen. Natürlich nicht. Sehr gut. Hey, was soll das? Komm, nur ruhig. Nimm die Zimmerflagge weg, bist du wahnsinnig Ich geworden? schüsse nicht, solange das machst, was ich verlange. So, komm, Ruhe mit der Pfote. Steck doch das Ding wieder ein. Das ist doch bei mir gar nicht nötig. Wir sind doch schließlich Partner. Gsi, mein Lieber, gsi. Was wolltest du damit sagen? Ja, komm, ich bin überzeugt, dass mit dem Kunz stimmt nicht. Ich schwöre, es hat sich alles so zutrauen, wie ich es dir geschildert habe. Ja, komm, der Kunz ist doch zu schwach, um dich zu überwältigen. Du musst mir das glauben. Ja, wieso? Sonst wärst du nicht dahergekommen. Das beweist noch lange nicht. Ich hätte doch überhaupt kein Interesse, dich reinzuwecken. Ja, das wird er auch nicht geraten haben. Also dann schick doch heute diese verdammte Zimmerflagge weg. So, komm, los zum Gruberrand, vorwärts. Du wolltest mich doch nicht etwa... Doch, Jetzt doch. hör doch hell nicht. Zum Gruberrand, habe ich Du kannst gesagt. mich retten, wenn du mich gehen lässt. Kannst du doch mein Geld zurückhaben und ich haupt nach Deutschland. Zum Gruberrand, habe ich gesagt. Los, dreh dich um mit dem Rücken zu mir. Nein, das Du, war... dann Tschüssi. Es ist mir ernst. Komm, noch einen Schritt. Mir wird schwindelig. Und jetzt spring. Nein. Kunz. Nein. Wörter. Ja, der Doppel ist selber die Schuld. Hat er gemacht, was ich ihm gesagt habe. Der Plan war fantastisch. Du wartest bis um 1.
Nachher gehst du mit ihm in die Einstellhallen und dann fahren wir mit seinem Auto nach Adelboden. Er darf nicht merken, wer hinter dieser Sache steckt. Im Fall, dass etwas schief geht, dann muss meinen, es hängt mit der Häuserbesetzung vom nächsten Samstag zusammen. Ja, ich verstehe. Knapp oben an der Stelle der losen Leitplanke lässt du ihn den Karren kehren. Nachher betäubst du ihn mit Äther, leist seinen Oberkörper über das Steuerrad, steigst aus und löst die Handbremse. Amen. Und wenn der Karren nicht sofort brennt... Steige ich runter, beschädige die Benzinleitung und mach ein kleines Feuerchen. Ganz genau. Was hast du eigentlich mit mir im Sinn? Willst du mich auch umlassen? Es hängt von dir ab. Du musst nur genau das machen, was ich sage. Da ist der Schlüssel fürs Tor. Wo ist dein Parkplatz? Da vorne rechts, das 12. So, und jetzt rückwärts rein. Witz. Jetzt holen wir zusammen das Dossier. Für was brauchst du das noch? Ich muss mich dann in Ruhe absetzen. Solange ich das Dossier nicht habe, ist das gefährlich für mich. Was machst du, dass ich nicht gefährlich bin für dich? Ich sperre ein. Wo? Ja, das siehst du dann. So, und jetzt steigst du aus. Los. Du gehst voraus. Komm, gib mir den Autoschlüssel. Da. Oh, mein Tag. Du, komm schnell, heb das Zeug auf. Halt, bleib stehen! Ich schieße! Madeleine, bleib stehen! Herr Becker, grüß euch. Hey, ich bin in der Telefonkabine an der Weststrasse. Mir hat auf mich geschossen. Es hat mich am Arm verwutscht. Ja, sind ihr schwer verletzt? Ich glaube es nicht, es blutet nicht fest. In der Telefonkabine an der Weststraße? Ja. Wir schicken den Streifenwagen. Er sollte etwa in 3 Minuten dort sein. Aufmachen, Polizei. Polizei, Herr Vobergen, macht auf. Aufmachen, da ist Polizei. Wenn ihr nicht auftut, müssen wir mit Gewalt reinkommen. Also, wollen wir mal. Was haben wir jetzt für Zeit? 10 vor 1. Ja, um diese Zeit ist gäbig auf der Autobahn. Vor 4 Tagen da musste ich auf Basel müssen. Ein Verkehr, Touristen, Deutsche, Belgier, Holländer. Dann bin ich noch in einen Stau reingekommen. Haben wieder den Belag neu gemacht. Ja. Ja, so ist das eben. Verbreitung national. Gesucht werden. Erstens Urs von Bergen. Wohnhaft Schibligasse 45,
Bern. 34-jährig, ca. 180 cm groß, blond, trägt Schnurrbart. Und zweitens Manfred Kunz, wohnhaft Sonnenweg 17, Muri bei Bern. 59-jährig, ca. 172 cm groß, untersetzte Statur, Brillenträger. Festnahme und Berichtgabe an die SIKRIPO Bern. Die Gesuchten dürften sich ins Ausland absetzen, Grenzstellen avisieren. Ist die Chance gross, dass das wieder verwünscht? Das kann man nicht sagen. Der Kunz hat rund 24 Stunden Zeit gehabt, zu verschwinden. Und der von Bergen, wenn der über die grüne Grenze geht, dann können wir... Was ist die grüne Grenze? Das sind die unbewachten Grenzabschnitte. Eben, wenn er dort drüber geht, dann können wir nichts machen. Gut, das wär's für heute, Frau Habecker. Ich lasse gerade noch ein Auto für Sie kommen. Geht's mit dem Mann? Ja, es geht schon, merci. Da haben wir ja noch Glück gehabt, dass er sie nur so vertwitscht hat. Übrigens, Frau Habecker, ich muss Ihnen noch ein grosses Kompliment machen für Ihren Mut. Der Fall dürfte Ihnen recht Staub aufwirbeln. Da sind nämlich noch ganz andere Leute als nur der Kunz und der von Bergen drin verwickelt. Susanne. Wolfram. Was mir in diesem Hörspiel ja so gefällt, es gibt wirklich diese kriminellen Machenschaften, es gibt wirklich auch Action und dann gibt es wirklich wieder so eine gewisse Schweizer Gemütlichkeit, bis zur Berner Gemütlichkeit und auch eine gewisse Bürokratie, die das aufeinanderprallen. Ich finde einfach diesen Schluss, es gibt ja wirklich viel Action, Madeleine kommt knapp mit ihrem Leben, ruft bei der Polizei an. Okay, Sie wurden getroffen. Ja, wir schicken einen Streifenwagen. Er ist dann in 3 Minuten da. Dann nehmen wir danach schon wieder einer auf der Autobahn nach Basel unterwegs, ist wirklich gleich weg. Und dann wird erstmal in Ruhe der Fahndungsbefehl auf der Schreibmaschine eingetippt und dann ist man fertig und sagt man, naja, ob wir die jetzt noch erreichen, vielleicht auch nicht mehr, sind vielleicht schon ein bisschen spät dran. Mir hat's ja gefallen. Dieser Schluss. Eben, dir gefällt es, diese Langsamkeit. Ich finde es mega toll. Hey, ich finde... Wahrscheinlich auch realistisch für die Zeit von damals, Entschuldigung. Ach so, das weiß ich, ja, keine Ahnung. Sagen. Aber was mir gefällt, ist, dass dieses normale Leben, was sich vielleicht auch in dieser Langsamkeit ausdrückt, clasht mit dieser Verbrecherwelt von gedungenen Mördern. Aber wie die aufeinander reagieren, ist großartig. Ich meine auch, Chapeau Madeleine. Ja? Also erstmal jemanden so mit Anklagen zu konfrontieren, wie sie das mit dem Urs macht, wie sie ihn stellt. Ich meine, immerhin ist er hat ja vorher ein bisschen mit ihm angebandelt und alles und Vorgesetzter ist er eh noch. Da ist sie knallhart. Dann wird sie angeschossen, ruft bei der Polizei an, ja, ist nicht so schlimm. Großartig. Ja. Das ist wirklich toll, diese unglaubliche Macho-Welt, dann diese starke Frau, ne? Diese unaufgeregte, starke Frau. Ja. Und das Ende, was glaubst du denn, was mit dem Kunz passiert ist? Hey, ich dachte einfach, der sei trotzdem, ich dachte lange, er sei tot. Ja. Dann kriegen wir natürlich die Geschichte vom Werner, wo wir nicht ganz wissen, was man davon halten soll. Also hat er doch das Geld vom Kunz eingesteckt. Der Kunz hat sich irgendwie versteckt oder über alle Berge. Mich hat tatsächlich bei dieser Fahndungsmeldung der Polizei etwas gewundert, wie sie drüber reden. Ich dachte, okay, man sucht den Vermissten, lebt er noch oder nicht? Und der Kommissar oder wie auch immer sagte dann zu Madeleine, naja, der hatte 24 Stunden Zeit, vielleicht ist der eh schon über alle Berge. Er hatte genügend Zeit, sich zu verstecken oder sich abzusetzen. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, also dann abzusetzen wegen den ganzen korrupten, kriminellen Machenschaften, die er gemacht hat. Deswegen jetzt den Moment genutzt, um sich zu verstecken, abzuhauen. Ich bin mir bei ihm unsicher. Ja, für mich passt es, er sagt ja zum Peter, wenn er ihn, zum Urs, wenn er ihm sagt, ich glaube, du hast was mit dem Tod vom Lüthi zu tun.
bei Mord ziehe ich die Grenze, so ungefähr. Eigentlich passt dieses Absetzen für mich nicht ganz in diese Charakterbeschreibung, weil er sagt zwar schon, ja, aus diesen ganzen Bestechungsdingern und so, da schleichen wir uns jetzt halt langsam raus, dann wächst Gras drüber, dass er das jetzt zum Anlass nimmt, um zu sagen, oh Gott, ich muss mich absetzen, meine Frau, meine Geliebte, mein Haus zurücklassen. Ich habe eher ein bisschen Sorge um ihn, dass man ihn in irgendeiner Kiesgrube findet. Dann doch, ne? Ja. Da habe ich gerade zu Madeleine, wie sie den Urs gestellt hat, das fand ich eben tatsächlich auch spannend. Also Urs erzählt ja wahnsinnig viel im Auto, ne? Er breitet wirklich... Wie das Täter halt so machen. Genau, er breitet halt alles aus. Und erst dachte ich so ein bisschen, naja, ist halt wieder so jetzt James Bond, der Bösewicht erzählt alles, was er gemacht hat oder noch vorhat, wenn jetzt schon mal jemand zuhört. So ein bisschen, das kann es endlich mal alles raus. Da ist, naja, okay, das macht man jetzt so dramaturgisch nötig. Und dann fand ich wiederum, es hat noch trotzdem einen Nebeneffekt. Dadurch, dass er der Madeleine so wahnsinnig viel erzählt, habe ich viel mehr Angst um sie. Das finde ich jetzt für mich dann doch, wo ich dann doch wieder dachte, nee, ist eigentlich schon gut, dass er alles erzählt, weil... Das machst du nur mit jemandem, wo du weißt, das ist One Way, oder? Sie kann es nie wieder jemand anderem erzählen. Und zumal, dann habe ich ja davor schon mal gehört, was mit dem Werner passiert, genau mit dem Schlegel, wo es ja auch immer erst so ist, ja, alles, wenn du machst, dann passiert nichts Schlimmes. Und eigentlich ist klar, doch, du wirst gleich umgebracht. Und ich habe dann einen ganz ähnlichen Dialog nochmal mit Madeleine. Nein, dir passiert nichts, wenn du alles machst, was ich sage. Und eigentlich weiß ich schon, doch, der wird sie kaltblütig auch noch umlegen wollen. Und da fand ich doch wieder eigentlich gut, dass geht für mich sehr gut auf, dass er alles so erzählt in seinen Rückblenden. Darf ich nur, also das stimmt, er hat eine Gefährlichkeit. 2 Sachen haben mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Zum einen, diese Autofahrt ist auch wieder großartig, oder? Ich muss unbedingt was zu der Autofahrt sagen. Sag was mein zu der absolutes Autofahrt. Highlight dieses zweiten Teils, hey. Urs sagt der Madeleine so, jetzt fahr los. Und sie kriegt den Wagen nicht richtig an und sagt so, ja, du musst ihn so richtig ein bisschen sanft kommen lassen. Und ich finde das so genial. Also erst einmal dieser blöde Macho-Spruch, aber überhaupt, dass man auf die Idee kommt, nein, wir fahren nicht einfach los, weil es die Geschichte braucht, sondern jetzt gibt es noch diesen kurzen Moment, wo das Auto nicht anspringt. Ich finde, daran musst du erst mal denken. Auch später bedankt sie sich bei ihm, als er ihr Richtungsanweisung gibt. Sie sagt dann noch Danke. Ja, genau. Obwohl sie quasi die Knarre an der Schläfe hat. Ja, das habe ich auch sehr gefeiert. Das hat mich sehr erfreut. Und dann auch nachher, wenn die Verhandlungsmeldung kommt von Urs, hat er dich nicht auch so ein bisschen an diese blonde Leiche bei Paul Cox erinnert, wo die beiden Damen am Anfang, oh, er ist so schön und blond. Und das wird ja dann auch erst so beschrieben. Ich habe Urs nie mit Schnurrbart mir vorgestellt. Stimmt, aber das ist der Junge war damals wahrscheinlich sehr attraktiv und sehr aufstrebend. Also das geht aber für mich auch in diese schöne Mischung, was ich vorhin meinte, diese unterstellte jetzt langsame oder normale Welt trifft auf verbrecherische Handlung und Action. Ja. Total. Ich muss doch sagen, aber doch nochmal zum Urs, ich fühle mich ja schon noch betrogen, ne? Warum? Hey, mich hat er doch im ersten Teil auch eingewickelt, so, mit seiner Charmoffensive und da noch Tickets kaufen und da noch einen kleinen Sekt ausgeben und da geben wir noch Madeleine. Und selbst bei dieser Geisterbahnfahrt, wenn sie zum ersten Mal auf dem Rummel sind, wollte er erst ja nicht mit, aber glaube ich, er redet dann doch sogar an demselben Abend noch mit Werner, oder? Selbst wenn sie dann da sind. Es gibt ja noch die Frage, warum er so ewig nicht kommt. Madeleine ist dann schon drin und Werner hat noch ewig beim Tickets kaufen. Nicht Werner, der Urs. Also ja, ich habe mich auf jeden Fall total von ihm schon noch einlullen lassen und dass er dann wirklich der Bösewicht ist. Und finde eben auch clever gebaut, dass Madeleine ihre ganzen Gedanken und Ermittlungen, wie du ja auch, dann mit Urs teilst, du teilst sie mit mir und am Schluss teilt man sie gerade schon mit dem Bösewicht, mit dem Täter. Finde ich schon gut, aber auch schlimm. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel mit dir teilen kann. Ich habe ja gar nichts ermittelt bei meinem Rumschnüffeln. Sie hat ja zum Glück Das stimmt. alles gefunden. Ich fand das Gespräch zwischen den beiden, wo sie ihn so fragt, du, wie läuft das eigentlich ab mit so einer Baugenehmigung? Also so richtig raus komme ich immer noch nicht. Ich weiß, muss man jetzt auch nicht unbedingt. Einfach klar, wie viele da involviert sind und wie viele Stellen du schmieren müsstest. Aber das fand ich voll und gleichzeitig fand ich echt einen coolen Dialog, weil du merkst, okay, es ist komplex. Es wird sich auch die Zeit genommen, das jetzt in dem Hörspiel zu erklären. Die ganzen verschiedenen Stellen von Gemeinde über Kanton und auch im Kanton, Behörden, Statthalter, was man alles gibt. Das fand ich schon sehr gut, das so zu erklären und dann auch so quasi die Behauptung, wo konnte man damals dann, an welchen Stellen musste man schmieren.
Doch wie dann gesagt hat, wo geschmiert wird, ist nicht einfach Geld, sondern einfach die teure Fotoausrüstung oder Rechnungen werden nicht bezahlt und die müssen nicht bezahlt werden. Ja, genau, gerade so. Das fand ich schon gut, dass da auch die Zeit war, um sich das alles zu nehmen. Wenn Madeleine ihn konfrontiert und sagt, das und das ist passiert, ich habe das und das gefunden und auch deine Unterschriften oder deine Aktennotizen sind dabei und er reagiert dann so, oh nein, das fand ich auch schön, weißt du, er hat nicht sofort gesagt, sei ruhig, ist alles Lüge, sondern es bleibt immer noch auf so einer Schwelle des Mittelwarmen. Man kocht die Eier langsam. Ja. Hey, das ist also ein kleiner Realismusmoment, wo ich dann doch schmunzeln musste, wenn Urs dem Schlegel immer sagt, wie er die Morde auszuführen hat, was er machen soll. Sowohl den ersten als auch den zweiten. Der erklärt den, geh da hin, da ist das Schließfach, da Telefon, du darfst das nicht auf die haben, sonst wirst du erwischt. Dann gehst du da hin, dann ziehst du das an. Ich glaube, der Schlegel schreibt nicht mit. Und da dachte ich immer, ich kann es mir jetzt nicht merken. Und ich höre es gerade auch zum ersten Mal. Und später auch, was er mit dem Kunst machen soll und dann wurde noch das Auto und wieder noch instand setzen. Da fand ich dann noch für den Schauspieler, da war der Schläger dann schon sehr, ich war völlig überfordert gewesen. Ich würde dann dastehen und denken, also zuerst rufe ich bei der Firma an, sage, ich möchte mit Urs sprechen, damit er mir nochmal sagen kann, was der Schließcode ist. Dann treffe ich mich mit dem Typen Nein, ich hätte es völlig durcheinander gebracht. Ich hatte großen Respekt. Was mir noch gefallen hat, ist diese Behind the Scenes, die Szene, die wir im ersten Teil hatten, wenn Madeleine mit ihren Chefs und dem Urs beim Essen ist und dann rausgeht, sich Zigaretten kaufen. Bleiben wir ja am Tisch im ersten Teil und jetzt im zweiten sind wir draußen im Gang an diesem geilen Geräusch, Zigarettenautomaten und Telefon, genau. Und merkt dann beim Telefon, dass er erst komisch tut und dann richtig mit ihm redet. Sie war schon so nah dran, hey, aber wegen Realismusfalle, war aber jetzt, was ich auch gerade genannt habe, du hast jetzt gesagt, das wäre schwierig, sich zu merken. Ansonsten, was den Realismus im Hörspiel angeht, auf der Geräuschebene, waren wir beim ersten Teil schon beeindruckt. Und ich finde jetzt auch die Autofahrt und so, das klingt alles super, auch in der Geisterbahn. Also Urs kommt so ein bisschen, da weiß man nicht, schwebt der von der Decke runter, um sie zu überfallen oder sitzt der hinten im Wagen mit drin, aber das sei mal dahingestellt. Und ich habe ja gesagt, ich würde den Charlie Benoit, den Regisseur, mal fragen, weil der ja in seinen jungen, wilden Jahren viel ausprobiert hat, die sind viel rausgegangen, wenn ihr euch an Le Lavandou oder so erinnert, das war so eine Dolby Surround Produktion, da sind sie auch raus in die Natur gefahren und Charlie hat mir geantwortet, boah, Susanne, das war in den Jugendjahren. Ich habe keine Ahnung, ich könnte Stunden erzählen über Produktion, aber über die konkret. Könnte schon sein, dass wir draußen waren. Und dann hat er die Mail aber an den Werner Feldmann weitergeleitet, das ist Tontechniker, SRF gewesen hat. Also im Archiv gibt es 600 Einträge mit seinem Namen und der größte Teil davon sind Hörspiele, Schreckmümpfeli und sowas. Und der konnte sich erst auch nicht erinnern, hat dann aber nochmal reingehört ins Hörspiel, hat gesagt, doch, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich extra nach Zürich gefahren bin auf den Bahnsteig, um diese genaue Uhrzeit der Zugdurchsage zu haben. Und den Weg zurück hat er dann im Speisewagen gemacht und hat auch dort aufgeräumt. Super. Und dass dann auch die richtige Ansage kommt, dass man am Zürcher Bahnhof sagt, der Zug nach Zürich fährt jetzt ab. Genau. Sowas. Genau. Das finde ich schon schön. Wir müssten die mal einladen. Also man müsste diese alten, nicht die alten Erinnerungen, sondern die Schätze, gibt es, glaube ich, wirklich viele lustige Anekdoten und tolle Vergleiche zur heutigen Arbeit und damals. Wahrscheinlich ist es gar nicht so unterschiedlich. Und in unserem Postfach haben sich auch einige gefreut, dass wir Geisterbahn gebracht haben. Also zum Beispiel eine Nachricht von Tibert, der gesagt hat, endlich hat meine alte Kassette ausgedient. Er hat viele Hörspiele aufgenommen und hat mich auch in der Vergangenheit schon öfter mal gefüttert mit, könnt ihr nicht das bringen oder schaut mal dort und sowas. Also Tibert hat echt einen wahnsinnig präsenten Erinnerungsschatz an so Hörspiele der 70er und 80er. Das hat er, glaube ich, mir auch mal gesagt. Freiwilliger Mitarbeiter hier. Ja, und dass er die Zeit fast ein bisschen unterrepräsentiert findet. Also bei uns, glaube ich, jetzt im Krimi-Podcast geht, aber so im Gesamthörspielangebot, dass es dann eher die 50er, 60er sind, dann der Sprung in die Jetztzeit. 2000er dann wieder mehr, Super. Und da kann jetzt endlich, hat das dann digital. Er hat es jetzt endlich, genau, freut sich auf den zweiten Teil. Und genauso Andi. Andi lebt in Estland.
und hört dort den Krimi-Podcast. Und fand es auch einen genüsslichen Zeitvertreib, das Hörspiel zu hören. Und er ist mir quasi noch beigesprungen, dass er den Giovanni, den Vorarbeiter, so wie der Peter Freiburghaus, der Schauspieler, da den Italiener gemimt hat. Er hat es ihm auch geglaubt. Genau, Danke, Andi. Er hat ja geschrieben, dass er durchaus Leute kennt, wo quasi die Grammatik und auch eigentlich, also alles, was mit Grammatik zu tun hat und Vokabular fehlerfrei ist, aber dann trotzdem gewisse Sachen in der Aussprache immer noch klingen wie am ersten Tag, dass es sowas durchaus auch in echt gibt. Wo ich ja fand es jetzt nicht ganz so realistisch, aber eben, also finde ich ja super Rückmeldung. Da spricht dann die Realität. Ja. Dann verabschieden wir uns jetzt von der Geisterbahn. Ja. Wir haben es ja schon ein paar Mal gehört. Wer wissen will, wie es mit Madeleine weitergeht, kann jetzt wirklich gern nochmal in die dreckige Wäsche reinhören. Verlinke ich wieder. Beides gleiche Autorenduo, gleiche Hauptfigur, gleiche beste Freundin, die jetzt im zweiten Teil gar nicht mehr groß vorkam. Nee, die war ja krank, die hat ja Magen-Darm. Stimmt, das war die Begründung. Das wäre nicht für eine lange Autofahrt. Wenn die Schauspielerin hatte wirklich Magen-Darm und hat man sie schnell herumgeschrieben. Genau, so macht man das. So macht man das, ne? Genau. Aber mit denen gibt es jedenfalls ein Wiederhören in einem Mehrfamilienhaus im Schweizer Mittelland, das auch nicht vor Mord und Totschlag gefeit ist. Muss man so sagen. Aber zu unserem großen Vergnügen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gerne. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.